Gott sien niet Volk op Erden, Nummer 3. Een reden als Johannes. Dat laatste Mal sagen wir, wo Abraham den Lot sehr toegedonen wir. Wir sagen auch, wo Lot die Gelegenheit so sehr uitnutzt, als bloß kann. Gott sagt, met wat van oprechtheid hoort Abraham dat deed, en hij zorgt dafür, dat Abraham nicht te kort kwam. Eerstens brukt hij Abraham en zijn arbeider, Lot en zijn familie van de sklaverie te raden. Dan gaf Gott den Abraham een groot versprechen. Hij zal dat ganze land Kanaan erben, en zijn nakommenschaft zal zoveel als de stof op de aarde worden. Gott had hem dat al eer gezegd, aber nu wären al manche Jahre vorbeigegangen, en dat gaf nog geen Anteken dafür, dat de Versprechung bald wordt erfüllt worden. Dit weer een grote proef voor Abraham zijn Glauben. Vandaar wil we dan in Kapitel 15 en 16 wiedergehen. En diesen Aufschnitt sehen wir ganz besonders, wo Abraham immer kämpfen musste, noch wieder zu leben. In 1. Mose 15, Vers 1, kwam de Herr naar Abraham en zei, Fürcht die nicht, Abraham, ik zie voor die een schild, ik word die een loon zeer groot maken. Gott had in de jaren vorher ook van tijd tot tijd met Abraham geredet. Zu dieser tijd, als dit passiert, wie Abraham grootst terug van den Kampf, wo hij laut raden deed. Sicherlich wie hem een beetje vleef over de Feind, wat hij geschlagen en versprengt had. Die kunnen je zich ware taub stonen en am te dirk kommen. Ob am diese Gedanken kommen, weit wir nicht. Aber es scheint mir so von der erste wieder vom Herrn. Hij verspricht Abraham, dat hij zijn Schild sein wordt. Dat meint, dat hij am bewahren wird, so als een Schild den Soldat am Krieg bewahren deed. Dat moet Abraham een groter Trost geweest zijn. Gott seht aber noch mehr. Hij versprach ihm, dat hij am een zeer groten Lohn geben wird. Dabei dacht Abraham ohne Zweifel voorts an all die Versprechungen, wat Gott am Bad Hirtau gegeben hat. Nicht eine davon wird nu angetroffen. Wat am besonders op het hart lag, wir, dat hij noch immer kein Kind hat, en dat die Hoffnung dafür jeder Jahr kleiner wordt. Doorween antwoordde hij am so, en zei, Herr, wat wirst du mir geben? Ik gooi je doch kingerloos davon, in de oor van mijn huis, wat Eliezer van Damaskus zijn. Kijk mal, du hast mir keine Nachkommenschaft gegeben, en so worden Sehen von mein Huis mij beorven. Diese widersprechen sehr viel uit. Abraham scheint dat sehr schwierig noch länger zu leben, dat Gott sein Versprechen houden kann. Fängst du die von dir auch an so eine Lehre? Vielleicht hast du auch in der letzten Zeit viel gebet, dat Gott die helpen soll. Dat scheint aber nicht zu helpen. Vielleicht bist du doorween al meist vertwijfeld. Vielleicht feilst du die auch so als Abraham, en deist am en deine Gedanken auch beschuldigen, wils hij die scheinbar nicht beantwortet. Wel we mal seinen, wat Gott dort seht. Wir lesen in Vers 4 wieder. En dat Wort vom Herrn kam no am. Nicht dieser wird die beorven, aber einer wird von denen lief kommen wird, soll die beorven. Dan fiel der Herr am Rüt en seed. Kijk mal nap nom Himmel, en tal de stierens, wann du die talen kost. En dan zei hij to am, zo solenrijk worden op dienen no komen zijn. Dat weer Gott zijn antwoord op Abraham zijn twijfel. Hij deed hem niet eenmaal uitlamen. Hij deed hem bloos nog eenmaal datzelfde zeggen over een ander weer. Vorher had Gott gezegd dat zijn nakomen zoveel als de stof op de aarde zijn worden. Nu zegt hij, die worden zo als de stierens am Himmel zijn. Voor Gott is dat keine Schwierigkeit, seinen Plan te vervullen. Hij heeft een ganz andere tijd als wie ongeduldige mensen. Hij had voor Abraham en Sarah een wunderbaren Plan, aber dat meint, sie mussten vertrauen op aanzaten en nicht op ihre eigenen Gedanken, wo sie Gott sein Plan durch ihre Weg erfüllen wollen. Vers 6 sagt uns, was sehr wichtig von Abraham,
wat am van alle Menschen uittekenen deed. Sogar im Neuen Testament wordt davon als Beispiel geredet. Daar steht, en hij gelooft den Herrn, en hij rekent am dat als Gerechtigkeit an. Hier sei wie eine ganz andere Regel, als wat Menschen sich gewöhnlich denken. Glauben an Gott bringt Gerechtigkeit. Glauben ist wichtiger als Worten. Gott gefällt het doller, wenn Menschen an am glauben en vertrauen allein op am zaten en steht, dat sie proben dat ihr Schmack zijn am te gefallen. Ik mocht Gott seine Regel so uittrekken. Glauben an Gott geeft ons ver am Gerechtigkeit. En Gerechtigkeit, wat uit den Glauben komt, führt te gode werken. Omgedreht, kann ich dann sagen, Schmack zijn en gode werken führen nicht nur Glauben en bringen auch nicht eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Unsere eigenen Werken sind niemals gut genug, wils wir dabei auf uns selbst vertrauen. Der Herr sagt, unsere eigenen Werken sind so als besüdelte Kadern, wat eklig stinken. En doorwegen sagt uns die Bibel, dat Gott Abraham als gerecht sagt, wils Abraham am geleibt. Dan zegt Gott zu am, ik zie de Herr, die uit Ur, uit de stad van de Chaldea uitgevierd heeft, die dit land te geven, dat du dat ernehmst. Zu dieser Versprechung hat Abraham aber eine Frage. Hier sei wie wahre, wo hij kämpfen muss, während Weg zu leben, wann hij auch nichts davon sein kann. Kriegt so, als wie alle, wünscht hij sich ein kleines Teken oder ein kleiner Beweis, dat Gott wirklich dort tun wird, wat hij ihm gesagt hat. Seine Frau ging so. Herr, woran soll ich erkennen, dat ich dit land annehmen will? Ich sei mich selbst en Abraham seine Stede. Hij gelooft Gott, aber da kommen immer wieder diese Tiden ab, wo hij twiebelt, oder hij sich nicht sicher wie, ob hij den Herrn auch recht verstanden hat. Wo verkend jet mir dat auch so? Ich lese in sein Wort en geloof dat auch. Aber dann kommt ne Frau, wo ich nicht mit vorig war. Dann ist dat Gelooven plötzlich vergonnen, en ich twiebel, ob der Herr dat mit mir wirklich gut meint. Eint weit wir ganz klar. Der Herr hält sein Wort. Aber hij erfüllt nicht alles so, als wir uns dat denken. Hij geht manchmal weh, wat wir nicht verstehen. Dat sagt aber nicht, dat hij uns nicht leift. Nee, hij geht wirklich schwere weh mit uns, weil hij uns so viel rekent en ons noda nur aanbringen will. Bist du von dir mautlos oder bedrängt? Wenn du auch getwiebelt hast, kannst du Christus Abraham immer wieder nur ankommen in den Vertrauen an am Storchen loten. Abraham wünscht sich ein Beweis. Gott wir sehr gnädig en gaf am ein Beweis, dat hij am dit land geben wird. Hij deed hier wat Abraham goed verstond. Hij mögt met am in Bund, kraagt so is die Chinese te die tijd met zijn Birja in Bund mögt. Wann ein Chinese te die tijd een land innam, dan bouwt hij die Birja van dat land in Bund aan. Hij versprach an Gods te doen en aan te bewahren, want zij würden gehoorzaam zijn en am true dienen. Te die tijd wordt zo'n Bund op een ganz anderen Weg bestätigt als vandaag. Vandaag de dag moet wie gewöhnlich in Papier unterschrieben. Zu Abraham seine tijd moest die Birja een stuk vlees slachten en dat Tier in een half delen. Dan worden die stukken vlees in 2 Rieën gelegt. Dan kwam die Chinese en ging zwischen die 2 Rieën vlees durch. Daarmee deed hij den Bund met dem Birja bestätigen. Nu wel we zijn wat Gott het met Abraham deed, als hij hem vroeg, woran hij dat erkennen soll, dat Gott hem dit land wirklich geven wird. Nu lezen we in Vers 9 wieder. Gott zei zu hem, bring me ne 3-jarige jonge kou, ne 3-jarige kaz, en 3-jarige schopsbok, ne duif, en ne jonge duif. En hij bracht hem deze en deelde in een halft,
en leidde jeden ewer voneinander. Die Vögel deed hij aber nicht verdeilen. Dann starten de Oostvögel rauf ab de Tieren ober Obram, verschachert hij. Für uns wird dit ne sehr fremde Sitt sein, aber für Obram nicht. Hij wist ganz genau, wat Gott durch dit Tierchen doen will. Obram had je am gefragt, woran hij dat erkennen soll, dat Gott sein Versprechen wirklich houden wird. Dit wir so aus ein Papier, wat Gott unterschreibt. Dann sagt uns Vers 12, en dat kam so ram, als de zon onderging, kwam über Obram in dieper Sloop, en door met val in schrakensgeveil, in dichte Disternis über am. Dit bedeutet, dat Gott am Enslopen leidt, am ihre Toekomst abzuklären. Nu wird dat so, als wann Gott de Gardien in Rätsje opmuck, dat Obram seinen kun, wat noch worden soll. Wann Gott dat will, dann kann uns de Toekomst openbaren. Je weet nicht, dat dat nicht, wie's dort für Menschen nicht gut ist, alles zu weiten, wat noch passieren soll. Wann wir dat weiten würden, dann würden wir uns über alles noch mehr Sorgen merken, als wir nu doen. Wir sollen doch nicht nur ein Wahrsager gehen. Erstens weiten die nicht, wat an der Zukunft liegt, und wie's Gott dat uitdrücklich verboten hat. Bloß Gott weet, wat in dien Leben noch kommen soll. Wenn ein Wahrsager die Zukunft sagt, dann sagt hij dort, wat die beise Feind jeden haben mocht, wat mit die passieren soll. Doe dat nicht, wie's du dadurch anfangst, den Sothon seine Lehrjes te leven. En vers 13 zei de Herr te Obram, ganz gewiss sollst du weiten, dat die Nachkommenschaft aus Fremde en een Land wat an nicht gehiert seine worden. En sie waren an deinen, en daar waren sie 400 Jahr ongedrekt worden. Aber ik war dort Volk, wat sie deine waren, ook rechten. En daarna waren sie met veel gewenst uittraken. Du aber warst in Fried nur deine Vaters gesammelt worden, en warst am gouden Ella begroft worden. En dat vierde Menschentiet Ella, waren sie hierher waren teruggekommen, wils de Mord von de Schuld von der Amarita, wat nu noch nicht voll ist. Wat Obram hier gesagt wordt, gleich ik gaf am een schrakensgeveil. Ohne Twiebel wird hij een Sehen kriegen, wils Gott hier von seiner Nachkommenschaft redet. Aber wat am bedrängt haft wir, dat seine Nachkommenschaft aus Skloven für 400 Jahr in ein fremdes Land sollen ongedrekt worden. Hier deed Gott am lang en vooruit wiesen, wat an Lothar passiert, als seine Nachkommenschaft in Ägypten wohnt. Wat mir hier besonders abfällt, ist, dat Gott dit aller toeleit, wils dem Mord von de Sünden von der Amarita en Canaanita, wat ram am Ram woonden, noch nicht voll wir. Dat meint, dat Gott noch mehr als 400 Jahr warten wird, wat hij dit Land von Kanaan, die Nachkommenschaft von Obram geben wird. Waarom wird Gott noch so lang luren? Wils am dat über die Canaaniter leid deed, gaf hij aan noch 400 Jahr, sich zu Gott zu bekehren. Dat stimmt ook mit dem, wat die Bibel uns sagt, wo über Gott sagt. Hij will nicht den Tod vom Sünder. Hij will, dat alle Menschen geraad worden en tot de Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Aber deiden de Amariter sich in diese lange Gnadentijd bekehren? Nee, sie dreiben dat bloß noch schlimmer. Doorwegen brucht Gott an Lothar dat Volk Israel, de Amariter en de Canaaniter te rechten. Von eind kost u sicher sein, Gott jaft jeder Mensch veel Gelegenheiten Buße zu tun en sich abrechtig zu Gott zu bekehren. Einst geschrien mehr en einst geschrien weniger Gelegenheiten in Tijd. Aber alle Menschen erleben Gott seine Geduld en seine wunderbare Gnade. Du bist auch einer, dem Gott leift, aber wo sie dat mit dir von dir? Vielleicht meinst du, du brauchst die nicht bekehren, willst du ein ziemlich gutes Leben führst. Lot die durch so ne Gedanken nicht verführen. Jeder Mensch hat dat neidig Buße zu tun, in sich am Glauben den Herrn Jesus Hand zu geben.
wer dat nicht will, ook nicht deed, die moet, wann seine Mut von Sünden erst voll ist, so als die Almarita, ewig verloren gehen. Als Gott am dat alle gesagt hat, wird die Sonne untergegangen, und dat wird düster geworden. Dann fuhr ein brennender, qualmender Ofen zwischen die beiden Reihen Opferfleisch durch. Damit deed Gott den Bund mit Abram bestätigen, dat het alle so wahr wird, als hij ihm gesagt hat. Dit wir so te sein dat Papier, wat Abram dat ganze Land Kanaan überdrüch. Dat einzige, wat einer hierover bedenken muss, wie dat wann am ook dat Land gehiert, wird hij dat aber nicht ihnen, wat die 400 Jahre ever wären. Durch diese Geschichte haben wir verschiedene Lehren. Erstens sei wir, dat Gott sein Wort immer hält, wann das auch einstmal so sieht, als wann hij davon vergeten haft. Aber Gott seine Zeitberechnung ist ganz anders als unsere. Doorwegen muss Abram immer weiter mit Unglauben kämpfen, weil's hij meint, dat Gott seine Versprechungen viel eher erfüllen wird. Wir lehren auch, dat Gott sehr gnädig ist, in eine lange Geduld haft. Hij will dat liefste, dat alle Menschen würden gerat worden. Dat dritte ist, dat Gott auch willig wir, den Abram eine Bestätigung zu geben, wat hij verstehen kann. Gott sieht dort, wann uns Glauben nicht mehr tauglich, und hij helpt uns dann. Wärst du dafür dankbar? Im 16. Kapitel sei wie dann, wo Abram und Sarah versuchten, Gott seine Versprechung ein bisschen noterhalten. Abram hat nu al 10 Jahre in Kanaan gewohnt. Hij wird nu al 85 Jahre alt. Dort hij noch von Sarah würden sehen schrien, scheint jeder Jahr schwieriger. Abram glaubt noch immer, dat Gott sein Versprechen holen wird, aber Sarah hat scheinbar alle Hoffnung abgegeben. Und so kam dat ram, dat Sarah mit einem ganz sonderbaren Vorschlag nach Abram kam. Sie sagt zu ihm, kijk mal, der Herr haft mich verschloten, dat ich nicht Kinder krieg. Go doch nen nach meine Kirche, vielleicht komm ich dann durch zu Kinder. Und Abram horcht ab ihre Stimme. Für uns ist so wat ganz fremd, aber für Abram nicht. Zu seiner Zeit wird dat wat ganz gewöhnlich, dat ein Mann mehr als eine Frau hat. In besonders Völkern werden die Kirches auch als frühes für den Mann genommen. Dort sei wir besonders bei Jakob. Die Kirche von Sarah heit Hagar. Sie wie eine Ägypterin. Und dat nahm sich so ram, dat Hagar durch Abram ein Kind kriegen soll. Dadurch feilt Hagar sich ab einmal sehr wichtig und will Sarah nicht mehr so recht ungedon sein. Wohl wir Sarah dort als sehr leid, dat sie Abram dort berät hat, aber dat wir je zu lot. Sie fängt sich immer doller an, bei Abram über Hagar zu beklören, dat Abram schließlich sieht, sie soll mit Hagar daunen, wat sie für Gott hält. Als Sarah dann vernahm und tracht saad, dann stürk Hagar uit en rand in de zandwildnis aan. Door binnen wotertjwal funkt dan de engel vom Herrn de Früh. Ik neem aan, ze wie al meest verdarscht. Ze wie ook sehr dolgeschleuren, en jenkt dat beter slacht. Dan zei de engel, Hagar, du Kirche von Sarah, wo kommst du her en wo gehst du hin? Als sie ihm gesagt hat, worum sie weggerannt wir, dann zei die Engel zu ihr, 3 Armen, go träg nu deine Wirtje, en dou die onder ihre Hand, die Mädchen. Ich will deine Nachkommenschaft so sehr vermehren, dat du den nicht teilen kannst. Du wirst den Sehen schrien, en du sollst am Ismael nennen, weil's der Herr din Elend gehiert haft. En so ging Hagar träg, en wie Sarah ungedon. Im nächsten Jahr, als Abram 86 Jahre alt war, krieg hij durch Hagar ein Jongje en nannte Ismael. Wat glaubst du, gefall Gott, wat Abram und Sarah hier gedonen hadden? Nee, ab keinen Fall. Aber Gott wird niemals durch unsere Fehler überrascht. Hij vergaf Abram und Sarah für ihre Ungeduld en ihr Unglauben.
aber de Fall, für wat sie gedonen hadden, mussten sie nu dragen. Nu wir door ein kleiner Ismael, der aber nicht dat Kind wir, wat Gott angeven will. Hij wir de Fall von menschlichem Denken en nicht vom Glauben. Wann wir die Geschichte von Abraham so noch verfolgen, dann sei wie wo sein Glauben sich immer wahrer mit Zweifel aufwechselt. Aber Gott hielt ihm dort zu gut, weil sie sagt, dat Abraham dort nicht gleichgültig wär. So kickt auch der Herr auf uns. Wenn du am dein Leben am Glauben anvertraut hast, dann laat hij die nicht rot so fallen. Hij wird die durch die Glaubensproben durchdringen, kraakt zoals hij dat bij Abraham deed. Wel we nu nog beten. Lieve Herr, vandaag hast du ons gewezen, wo true du bist, dien Versprechen te houden. Du deidst Abraham immer zu der rechte Tijd trösten. Doe dat ook voor die vandaag wat moutloos zijn, en wat twijfelen daunen op du met aanbest. Wanneer er zonen zijn, wat die en ihr Leben noch nicht eingeladen haben, dann leide an so, dat zij dat vandaag daunen. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, wat je op dit Programm gehoord haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op hier.